Das Europaparlament hat seine Rentrée schon rund sich. Und es war eine historische Rentrée des Keier, weil für die erste Keier an der Geschichte vom Parlament haben zwei Parlamente gemeinsam getagt. Und zwar das Europaparlament zu Straßburg und das ukrainische Parlament zu Kiew. Also simultan über Drohung haben sie gemeinsam dezidiert, ein Aufkommen zu ratifizieren, ein Aufkommen, was der Stimme von der Straße, nämlich der Leute auf der Platz zu Maidan, recht gibt. Sie haben eine gemeinsame Zukunft, eine europäische Zukunft gewünscht, sie haben gehört. Ich war hoffentlich, dabei zu sein, an dem historischen Moment für euch zu vertreten. Nach etwas geht am Europaparlament ganz stark diskutiert, und wie könnte es schon sein, dem Jean-Claude Juncker seine neue Equipe. Auf ihr wird das so stark diskutiert, mir ganz einfach, weil es das ganz anders ist, wie es sonst war. Und das hängt mit den Europawahlen zusammen. Ihr wisst ja, für die erste Kehr sind Resultate von den Europawahlen geholt gehen, für den Präsidenten der Kommission zu bestimmen. Also nicht mehr das Gemauschels an verschlossenen Tieren. Aber die Leute haben votiert, die Leute haben für die DVP, wo die CSV dran ist, die meisten Stimmen aufgehen. Und dabei war es unter EVP für ihre Spitzenkandidat zum Präsidenten der Kommission zu machen. Das Parlament hat das schon am Juli aufgestimmt, ratifiziert. Und so geht es den Jean-Claude seine Equipe. Und ich brauche das ja nicht zu sagen. Der Jean-Claude möchte das nicht, auch nicht, wie wir das alle Jahren immer gewinnt wären. Er lässt sich nicht kommandieren von den großen Hauptstädten für da zu machen. Nein, er hat selbstständig als Regierungschef sich dahin gesagt, an seine Equipe abgesagt. Und zwar hat er damit angefangen, dass den Vizepräsidenten annimmt. Und zwar nicht nur so, die den Titel haben, sondern so, die auch Zuständigkeit haben. Die Vizepräsidenten, komischerweise, sind es lauter aus kleinen Ländern. Die Vizepräsidenten haben die Übersicht und Kontrolle über die Gruppe von Kommissaren. Die kommen aus den großen Ländern. Das heißt, die großen Länder sind nämlich Meister. Mit Vizepräsidentin aus den kleinen Ländern, die sagen, was den Herr Moscovici, den Wirtschafts- und Währungsfrauen, ändert sich hat, was den zu machen hat. Die sagen, was den Herr Hill, den Engländer, den Finanzfrauen ändert sich hat, was den zu machen hat. Das ist ein gutes Debüt. Das ist ein Debüt, der weist, dass Jean-Claude Juncker nicht will die Heft aus der Hand gehen, mit Heft an der Hand halten. Dass der Chef ist, dass seine Vizepräsidenten delegiert, für die Regierung zu führen, sodass die frei hat. Frei hat, für sich die wichtigen Sachen zu bekümmern, und nicht mehr da muss ergreifen, wann etwas schief geht. Wie das soll gehen, das sehen wir an den Hearungen, die vorbereitet gehen am Europaparlament. Und ich werde euch regelmäßig berichten, wie das an den Hearungen geht, wie die Politik da auf welche Richtung gedrängt wird, und wie die Europaparlamentarier dem Jean-Claude Singh vorgeschlagenen Equipe da jugieren. Bis geschwind.